In Chur entsteht bis 2028 der Neubau des Fachhochschulzentrums. Die Fachhochschule Graubünden soll aufgrund der Zunahme an Studierenden sowie des Forschungsvolumens und der auf verschiedenen Standorten verteilten Räumlichkeiten zentral am Standort Pulvermühle zusammengelegt werden. Nachhaltigkeit spielt beim Bauen immer eine wichtigere Rolle. Damit ist nicht nur der Betrieb, sondern auch die Erstellung gemeint, also die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Der Ansatz war von Anfang an wichtig. Im Fachhochschulzentrum Graubünden sind bereits im Wettbewerb die Anforderungen an ein nachhaltiges Projekt gestellt worden. Das kantonale Hochbauamt hat 2021 einen selektiven Projektwettbewerb durchgeführt, um ein geeignetes Projekt- und Planungsteam zu evaluieren. Mit dem Wettbewerb ist ein Projekt gesucht worden, das funktional, ortsbaulich und architektonisch überzeugt und auch die Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt. Gleichzeitig haben die Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien und die vorgegebenen Termine müssen eingehalten werden. Das Siegerprojekt Partenaris besticht insbesondere dadurch, dass es Kriterien Städtebau, Architektur, Tragwerk und Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der Funktionalität integral behandelt. Von der ersten Entscheidung an war die Nachhaltigkeit immer sehr wichtig. Es fängt wie beim Städtebau an, möglichst wenig Landreserven brauchen, möglichst kompakt sein, für zukünftige Entwicklungen flexibel bleiben, freilassen, die Fläche freilassen. Durch das ist eigentlich ein Gebäude entstanden, wo Architektur, Tragwerk und Haustechnik wie raumbildend ist und eigentlich auch das Ganze ein bisschen ausmacht. Wir sind nicht daran gegangen und gesagt, es soll jetzt einen dogmatischen Holzbau geben. Alles Holz, sondern uns interessiert eigentlich viel mehr so ein bisschen das Hybride, dass man da ein Hybrid geschafft hat und eigentlich für jede Beanspruchung genau das richtige Material einsetzt. Mit dem Projekt haben die Planer eine gute Basis für ein nachhaltiges Gebäude geliefert und auch den Vorschlag gemacht, zum Vollholzbalken einzusetzen. Bereits in der ersten Planersitzung ist dann auch der Gedanke entstanden, zum Holz aus Graubünden zu verwenden. Mit dieser Idee Fachhochschule von Graubünden für Graubünden sind wir in den Planungsprozess eingestiegen und haben uns der Herausforderung der Holzbeschaffungskette gestellt. Heute ist es üblich, dass die Architekten und die Ingenieure das Holz definieren und der Zimmermann schlussendlich das Holz im Holzhandel einkaufen. Mit dem ist die Qualität sichergestellt. Von wo das Holz kommt und wie es verarbeitet wird, spielt bei diesem Prozess eigentlich eine untergeordnete Rolle. Wir wollen aber Holz aus Graubünden für die Vollholzbalken einsetzen. Von der Planung über den Holzschlag in die Sägerei bis zum Trocknen braucht es 2 Jahre. Das bedeutet, dass wir die Planung dieser Balken vorziehen mussten. Es freut uns natürlich, dass die Bündner Holzkette Teil des Projekts ist. Wir haben eigentlich ein Deckensystem gewählt, wo wir eigentlich alles baugleiche Träger haben, im Wesentlichen. Die unterscheiden sich jetzt vom Querschnitt her und von der Länge nicht. Das war eigentlich ein bisschen ein Vorteil. Wir haben das dann auch entwickelt mit der Bauerschaft zusammen, den Beschaffungsprozess, weil das so ähnliche Bauteile sind und relativ einfache Bauteile, geht das so. Dass wir das in der Planung so weit vorziehen, dass man eigentlich Ende Vorprojekt, das ist eigentlich eine relativ frühe Projektphase, den Querschnitt fixieren in der Planung. Die Bauherrschaft entschied sich für die Deckenkonstruktion aus Nachhaltigkeitsgründen bewusst für Balken aus Vollholz. Das bedeutet, dass die 5,4 Meter langen Balken als Ganzes aus einem kompletten Baumstamm herausgearbeitet werden. Heute hat man fast überall nur noch Leinbinder. Und wir haben eigentlich gesagt, wir wollen Konstruktionsvollholz, wir wollen diesen Weg gehen und möglichst lokal. Ja. Für dieses Tragwerk werden rund 5.500 Balken benötigt. Sie bilden gemeinsam mit Betonplatten sogenannte Holz-Beton-Verbunddecken. Der Zwischenraum zwischen den Holzträgern wird für die Haustechnik und schalldämmende Deckensegel genutzt. Um die Anforderungen an diese große Menge, aber auch an die Maße und Qualitätskriterien des Holzes erreichen zu können, ist das Hochbauamt Graubünden für die Holzbeschaffung neue Wege gegangen. Woher aus dem Kanton soll das Holz kommen? Wer kann es verarbeiten und wo kann es lagern? Der Weg des Holzes vom Wald zur Baustelle führte über viele Stationen.
Für die Lokalholzbeschaffung haben wir zuallererst den gesamten Beschaffungsprozess und auch die einzelnen Schritte für die Holzkette analysiert. Gestartet haben wir mit einer Anfrage nach geeignetem Rundholz bei allen Gemeinden im Kanton. Davon haben dann 34 Gemeinden sich bereit erklärt, Rundholz für das Projekt zu liefern. Parallel dazu haben wir kantonsweit recherchiert, in welche Sägereien die Produktion von dem Bauholz überhaupt möglich ist. Am Ende sind von den anbietenden Sägereien 8 mit der Herstellung von den Vollholzbalken beauftragt worden. Kriterien dabei waren insbesondere die kurzen Transportwege, die Kapazitäten von den jeweiligen Sägereien und schlussendlich dann aber auch die Wirtschaftlichkeit. All die Abklärungen und die Erarbeitung von deren notwendigen Logistik waren für uns sehr spannend. Es war auch sehr herausfordernd, aber auch lehrreich für weitere Projekte. Es werden nun rund 3000 Kubikmeter Rundholz aus den Bündnerwäldern in der Sägerei zu rund 1000 Kubikmeter Vollholzbalken verarbeitet. Die Qualitativbegleitung von dem ganzen Prozess und die Koordination zwischen den Parteien übernimmt ein externer Spezialist. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Holzqualität und die einzelnen Verarbeitungsschritte, die für die Herstellung von diesen Balken nötig sind, eingehalten werden. Das fängt im Wald an, mit dem Förster zusammen, wo ich bereits Rundholz aussortiere, wo die Erforderungen nicht erfüllen. Geht dann weiter zum Sager, muss dort schauen, dass die Trockenprozess richtig dokumentiert und eingehalten werden. Schauen, dass die Hobelung so ist, dass die Weiterverarbeitung nachher stattfinden kann, ohne dass es dort Querschnittsdifferenzen gibt. Ein großer Teil der Holzschläge erfolgt bei den beteiligten Gemeinden in den rund 60% der Wälder im Kanton, die zum Schutzwald zählen und damit auch eine natürliche Schutzfunktion für Mensch und Infrastruktur vor Naturkatastrophen übernimmt. Dass der Schutzwald seine Funktion langfristig oder nachhaltig auch wahrnehmen kann, braucht es eine Pflege vom Schutzwald. Also der Schutzwald kann nicht einfach so sich selber überlassen werden. Man muss Bäume rausnehmen, dass wieder Licht an den Boden kommt, dass Verjüngung aufkommen kann. Und das ist die Funktion vom Förster, vom Forstbetrieb, der dann die Schutzwaldpflege umsetzt. Als Förster bin ich Naturschützer, Holzfäller, aber auch Vermarkter vom Wald, also eigentlich alles zusammen. Wenn wir unseren Job richtig machen, können wir das nötige, hochwertige Holz für so ein Projekt liefern. Gleichzeitig können wir schauen, dass der Wald gepflegt wird, dass er gesund bleibt für unsere Zukunft. Unsere Planung geht über 12 Jahre und dort ist klar definiert, wie viel dass wir in diesen 12 Jahren nutzen dürfen. Das heisst, wir haben auch jährlich immer die gleiche Menge, die wir nutzen dürfen. Und von dem her hat es keine Rolle gespielt, ob jetzt das Projekt noch gekommen ist oder nicht. Das Holz, das gebraucht wird für den Bau vom Fachhochschulzentrum Graubünden, umfasst ungefähr 1% der Gesamtnutzungsmenge oder von der jährlichen Nutzungsmenge im Kanton Graubünden. Für uns ist es wichtig, dass das Holz einen Beitrag leistet an die Schutzwaldleistung, aber auch quasi zur Verwendung von Holz, das vor Ort geschlagen wird, vor Ort verarbeitet wird und vor Ort auch wieder verwendet wird. Alle beteiligten Gemeinden haben im Winter 2023/24 ihren Holzschlag durchgeführt und die erforderliche Quantität und Qualität gemeinsam erreicht. Man hat das sehr gut umgesetzt. Man war sehr positiv eingestellt in dieser Übung und auch irgendwie interessiert daran, zu erfahren, was man dazu beitragen kann und Möglichkeiten auszuloten für den Kanton Graubünden, derartige Holzbeschaffungen durchzuführen. Die Holzbeschaffung geht im Frühling 2024 in die nächste Phase, wenn die Baumstämme von der Polterlagerung in die Sägereien gelangen. Dort findet der Zuschnitt und die Trocknung statt, bevor die Balken dann in eine zentrale Lagerung überführt werden. Die Holzkette führt dann weiter zur Bereitstellung für die Holzbauunternehmer, welche die Aufrichte und Montage auf der Baustelle durchführen. Mit jedem Schritt wird das neue Fachhochschulzentrum ein Stück mehr zur Realität. Wir zeigen in 2 weiteren Filmen, wie der Weg des Holzes weitergehen wird.